Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, Herr Minister. Bei diesem Gesetzesprojekt 8193 geht es darum, das Gesetz vom 18. Juli 2018 über die Police Grand Ducal auf ein paar wesentliche Punkte anzupassen. Am Mittelpunkt steht d'Enquête Honorabilité. Ich habe probiert, den lützeburgischen Begriff dafür zu finden, an mein neuer Kollege, den Chat. Den hat man da proposiert, dass eine Überprüfung von der Zuverlässigkeit an der Integrität. Es geht also um die Frage, ob eine Person, die moralisch und persönlich Garantien hat, für an der Police zu arbeiten. Das Projekt hat 3 Hauptziele. Erstens gehen Kriterien für die Honorabilität der Kandidaten und der Kandidatinnen für die Police-Kader mehr klar und mehr komplett am Gesetz festgehalten. Zweitens gibt so eine Überprüfung auch für die Kandidaten und Kandidatinnen vom zivilen Kader angefordert, weil auch sie je nach Funktion Zugang zu sensiblen Daten oder zum Funktionament von der Police können kriegen. Drittens gibt ein gesetzlich Basis geschaffen für die Kontrolle kontinu, also eine laufende Überprüfung von der Honorabilität von den Membern von der Police, war relevant Informationen vom Parquet und der Generaldirektor von der Police weitergegeben. Das Projekt geht zurück auf eine Motion, die die Chamber am Juli 2020 angeholt hat. An der Motion wurde die Regierung aufgefordert, froh von der Zuverlässigkeit an der Integrität am Police-Bereich zu analysieren und die nötigen gesetzlichen Anpassungen zu machen. Das Projekt wurde darauf hin, den 4. April 2023 deposiert. An der Kommission für Bundesrechtliche Affären wurde das Projekt den 15. April 2026 vorgestellt und es sind als Rapporteure designiert gehen. Nach den Regierungsänderungen vom 16. Juli 2025 an den parlamentarischen Amendementen vom 24. April 2026 hat die Kommission den Rapport den 24. Juni 2026 angeholt. Am Lauf der parlamentarischen Arbeiten wurden eine Reihe Stellungnahmen analysiert, die vom Parquet General, vom Parquet vom Tribunal, Ich könnte wenig mehr ruhig sein, das schwer zu lauschen und das schwer zu schwätzen. Merci, Herr Präsident. Ich habe mich aber nicht gestellt. Stellungnahmen analysiert, die vom Parquet General, vom Parquet vom Tribunal, von der Nationalen Datenschutzkommission, von der Chambre des Fonctionnaires et Employés und natürlich vom Staatsrat analysiert. Das haben und dazu beigedrohen, das Projekt mehr präzise zu machen, besonders was den Datenschutz, die Rechte von den betroffenen Personen und die Limiten vom Pouvoir d'Appréciation geht. Konkret geht es in diesem Projekt um 3 Punkte. Erstens wird eine klar gesetzliche Basis geschaffen, dass der Parquet unter präzise Konditionen Informationen und der Generaldirektor von der Police weitergehen kann. Wenn ein Member von der Police an einer Penalprozedur verwickelt ist oder wenn eine Verurteilung vorliegt. Das ist aber keine automatische Weitergabe. Sie ist nicht mehr möglich, wenn es nötig ist, für eine Schwerstörung von der öffentlichen Ordnung zu verhindern, für die physische oder moralische Integrität von einer Person zu schützen oder für die Sicherheit von Besitz zu garantieren. Das Projekt setzt dabei klare Grenzen und Garantien. Wenn Fakten nach innerem Untersuchungsgeheimnis stehen, dürfen nicht mehr ganz limitiert Informationen weitergegeben. Der betroffene Member von der Police wird informiert. Aber wenn ein Verfahren ad acta, also ohne Suite klassiert gehen ist oder mit einem Freispruch abhält, dann müssen die Informationen aus dem Dossier gelöscht gehen, außer es ist schon eine Disziplinar- oder eine Entscheidung darüber basiert gehen. Zweitens wird geregelt, wie die Police an einer Urgenz kann reagieren, wenn es seriöse Indizien oder raisonnable Motive gibt, da der Member von der Police eine Gefahr für sich selber oder für andere darstellt oder am Zusammenhang mit Fähigkeit steht, die zu einer Verurteilung für ein Verbrechen oder Vergehen führen können.
An so engem Fall kann der Generaldirektor 4 Lefe Schutzmaßnahmen holen. Das können zum Beispiel den Entzug von enger Denkstoff sein, eine temporäre Umverteilung von Aufgaben, eine Zuweisung zu administrativen Taschen oder auch eine Begleitung durch den psychologischen Service respektiv durch den Service für die Gesundheit und Wohlbefinden auf der Arbeit. Wichtig ist heute, dass diese Maßnahmen nicht frei an ohne Kader geholt können gehen. Der Schwach von den Maßnahmen muss sich immer nur der Natur und der Schwere von den Fakten richten. Damit gibt es eine Balance gesicht zwischen dem Schutz von der öffentlichen Sicherheit, dem Schutz von den Personen und den Rechten von betroffenen Membern von der Polizei. Drittens reformiert auch das Projekt d'Enquête d'Honorabilité für die Leute, die den Polizeikader oder den zivile Kader von der Polizei wollen herankommen. Für eine Aufnahme an den Stage, eine Aufklärungsperiode oder eine Prüfzeit wird überprüft, ob der Kandidat oder die Kandidatin die nötige Zuverlässigkeit und Integrität hat, für einen so einem sensiblen Umfeld zu schaffen. Diese Überprüfung berücksichtigt Verhalten von betroffenen Personen und die Informationen aus dem Strafregister. Dabei können verschiedene Quellen konsultiert werden, wie zum Beispiel der Casier judiciaire, Gerichtsentscheidungen oder Informationen ob eine Penalprozedur vielleicht, wann die den Zweck von der Überprüfung relevant sind. Gleichzeitig können durch klar garantieren, Fakten zu einem Freispruch oder einem Non-Lieu oder einer Entscheidung ohne Weiterstrafverfolgung gefordert werden, gehen ausgeschlossen. Eine Auflehnung von einer Admission auf einer begründeten Stellungnahme basieren, voilà, da gehen sie ausgeschlossen. Die betroffenen Personen können Access zum Dossier aufrufen. Andere Kursmöglichkeiten bleiben ab. Für den zivilen Verhälter wird eine ähnliche Enquete angefordert, weil auch diese Membern je nach Posten mit sensiblen Informationen, internen Données oder polizeilichen Prozeduren in Kontakt kommen. Das Projekt präzisiert auch, dass den zivile Kader der Staatssalarié könnten komplettiert gehen. Der Staatsrat hat am Laufe der Prozedur verschiedene formelle Ansprüche formuliert. Sie haben eine andere Prävisibilität von der Weitergabe von Informationen, Definition von den vierleblichen Schutzmaßnahmen, Kompetenzen vom Generaldirektor und Rechte von den Kandidatinnen und Kandidaten am Kader vom Dossier betroffen. Durch Änderungen, die gemacht wurden, konnten diese Opposition-Formellen aber abgehoben gehen. Am Ganzen geht es also einen wichtigen und gezielten Text, Regeln mit klar, es schafft Sicherheit für die Kandidaten und Kandidatinnen, für die Polizei als Verwaltung und auch für die Öffentlichkeit. Und bringt ein besseres Gleichgewicht zwischen dem legitimen Besoin von Sicherheit und dem Respekt von den Rechten der betroffenen Personen. Dummer den Donnisch Kap als Rapportrice auf und ich verweise für alle Details auf mein schriftlichen Rapport. Herr Präsident, wenn ihr erlaubt, will ich mich ganz kurz auch am Namen von meiner Partei exprimieren. Für die CSV ist dieses Gesetzprojekt ein wichtiger Schritt, weil es Vertrauen an die Police Grand Ducal und an als Institutionen stärkt. Die Polizei hat an einem Rechtsstaat eine ganz besondere Rolle. Sie ist da, für die Sicherheit der Bürgerinnen und der Bürger zu garantieren, die Ordnung zu erhalten und an den Momenten zu handeln, wo die Situation dringend, schwer und sensibel ist. Dafür müssen Standards, die wir an die Polizei stellen, hoch sein. Das gilt für den Polizeikader, den die Exklusivität vom Gebrauch von der Waffe an der staatlichen Zwangsausübung hat. Das gilt aber auch für den zivilen Kader, weil modern Polizeiarbeit auch Datenschutz, Informatik, Analyse, Verwaltung und ganz viel sensible Informationen umfasst. Wenn an so einem Umfeld schafft, muss nicht nur Kompetenz sein, man muss auch dem Vertrauen gerecht gehen, das der Staat an Bürger und Bürgerinnen ansetzen. Das Projekt ist dabei nicht eine Frage von Misstrauen, es ist eine Frage von Verantwortung. Eine Enquête d'Honorabilité, die klar am Gesetz steht, schützt nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch die Kandidaten und Kandidatinnen und Members von der Polizei selber. Weil klare Kriterien und klare Prozeduren sorgen für Voraussichtbarkeit und Transparenz. Als CSV begrüßen wir besonders, dass das Projekt ein faires Gleichgewicht sicht.
Ja, es muss möglich sein, sehr zu reagieren, wenn es seriöse Informationen gibt, dass der Member von der Polizei ein Gefahr für sich selber oder für die anderen durchstellt. Oder wenn die Integrität vom Dienst auf Frage gestellt ist. Aber gleichzeitig darf so eine Reaktion nicht ohne Kader geschehen. Dafür ist es wichtig, dass die vielfältigen Schutzmaßnahmen am Gesetz abgelöscht sind, dass sie verhältnismäßig müssen sein und dass sie sich auch nur der Natur an der Gravität von der Fähe richten. Wichtig ist auch die Präsumption d'innocence, also die Unschuldsvermutung. Eine vielfältige Schutzmaßnahme ist keine Verurteilung und auch keine Disziplinarstrafe. Sie ist eine provisorische Maßnahme für die Sicherheit zu garantieren, bis die Situation eben geklärt ist. Genau dafür brauchen wir eine gesetzliche Basis, die klar sieht, wenn die Informationen weitergehen können, wen dezidiert, wie lange Données gespeichert gehen, und wie ein Rechter die betroffene Person hat. CSV steht für eine Polizei, die stark ist, aber auch fest am Rechtsstaat verankert ist. Wir wollen Polizistinnen und Polizisten, die gut ausgebildet sind, die gut enkadriert sind, aber auch gut geschützt sind. Wir wollen gleichzeitig eine Polizei, die Bürgerinnen und Bürger können vertrauen, weil sie wissen, dass die Pouvoiren immer mit Verantwortung verbunden sind. Dieses Projekt ist dafür kein großen ideologischen Text, mir einen nötigen praktischen und ausgeglichenen Baustein, hilft die Integrität von der Polizei zu schützen, hilft Risiken mit frei zu erkennen und hilft die Großmajorität von den Membern von der Polizei, die hier alltag und Engagement und Integrität machen, zu unterstützen. Aus dem Grund werde ich meiner Fraktion auch proposieren, diesen Text mal zu stimmen. So nicht merci.